Hallo, herzlich willkommen zu Oxockdiss, unserer interaktiven Video-Interviewreihe. Ich begrüße heute ganz herzlich Andreas Keck. Wer Andreas Keck ist und warum wir ihn interviewen, erfahrt ihr in ein paar Sekunden sozusagen. Andreas Keck, stellst du dich mal bitte selber vor? Ja, mein Name hast du schon dankenswerterweise verraten. In aller Regel ruft man mich Andi Keck. Ich bin 52 Jahre alt, ich bin Münchner, bin hier geboren und aufgewachsen, bin in der digitalen und Kulturbranche tätig, bin Politiker und alles Weitere werden wir, glaube ich, jetzt aus dem Interview rausfinden. Ja, du hast ja schon eine Fülle in den Laden geschmissen. Du bist ja sehr aktiv. Darf ich mal mit deinem politischen Leben anfangen und ohne dir nahe treten zu wollen, als FDP-Mitglied in München wahrscheinlich ein sehr harter Job, oder? Ich weiß nicht, ob es als harter Job ist. Es ist ein sehr, sehr schöner Job. Es ist ein spannender Job und FDP-Mitglied zu sein und auch als aktuell FDP-Vorsitzender für die Partei Verantwortung zu übernehmen, macht sehr viel Spaß. Wir sind im Aufwind. Es gibt viele, viele Menschen, die der Meinung sind, und dann kann ich Ihnen nur recht geben, dass die FDP in den Parlamenten fehlt. Und ja, wir arbeiten kräftig daran und durchaus auch erfolgreich daran, das zu ändern und dafür zu sorgen, dass Freie Demokraten und Liberalität wieder ein stärkeres Gewicht in den diversen Parlamenten erhält. Ich bin der Meinung, obwohl mein Herz vielleicht manchmal doch woanders hinschlägt, aber ich glaube, die FDP ist wichtig und fehlt. Ähm, Ich hoffe, das sehen auch die einen oder anderen mehr, so dass wir vielleicht in den nächsten Wahlen nicht ganz so viel Farben mehr auf den Sheets dann sehen oder im Fernsehen dann sehen, wer so alles Stimmen gewinnt. Bin ich bei dir. Ja, FDP, bitte, Entschuldige. Bin ich bei dir. Ja, Sehe ich super. genau. FDP, was ist da dein genauer Job? Ich bin aktuell Vorsitzender der FDP München und ich bin noch in einer sogenannten Vorfeldorganisation. Das ist der liberale Mittelstand. Das ist die Vereinigung liberal gesinnter, freidemokratischer, nicht zwangsläufig unbedingt Parteimitglieder, aber Mittelständler, unternehmerisch tätiger Menschen, die sich dem Thema Mittelstand verschrieben haben, die sind im liberalen Mittelstand organisiert, und dort bin ich der stellvertretende Bundesvorsitzende. Wow. Mittelstand ist ja sowieso ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, braucht eine starke Lobby sozusagen. Und ich weiß und ich kenne dich ja auch ein bisschen, dass du da ein sehr guter Fürsprecher für diese Lobby bist und ein sehr starker Kämpfer. Das zeichnet dich auch aus im Sinne von ja, vernetzten Arbeiten, vernetzten Denken. Du bist auch als Person bei ISANetz in München hier aktiv. Korrekt, ISANetz. ja. Willst du uns zwei Sätze zum ISANetz nochmal sagen und dann spreche ich gerne nochmal über deine Ja, Position. Isarnetz durfte ich kennenlernen. Isarnetz ist gegründet worden vom Wolf Groß vor ein paar Jahren und ist seit vielen Jahren ein lockeres Netzwerk, das auch immer die Münchner Webwoche organisiert hat. Und ich bin da letztes Jahr dazugestoßen, fand die Initiative, die Idee sehr, sehr spannend und habe deswegen beschlossen, dort mitzuwirken und habe jetzt mit dazu beigetragen, dass wir uns als Verein auch gegründet haben. Also Isarnetz e.V. ist jetzt gerade aktuell in Gründung. Wir warten nahezu stündlich auf das Go vom Finanzamt bezüglich der Gemeinnützigkeit. Wir werden also auch weiterhin die Münchner Webwoche dort organisieren. Das ISA-Netz ist das Netzwerk der digitalen und kreativen Wirtschaft Münchens und als solcher auch dem Wohl des Standorts München verpflichtet, den Menschen, die hier im kreativen digitalen Bereich arbeiten, aber auch den Organisationen. Was unser Anspruch ist: wir vernetzen die Zukunft, ist unser Claim an der Stelle, und wir meinen damit, wir bringen die Player dieser Stadt, und diese Stadt meint in dem Fall der Metropolregion München. Wir sehen also da durchaus nicht nur die Stadtgrenzen als echte Grenzen, sondern wir meinen die ganze Region. Wir bringen da die Player zusammen. Das ist die Wirtschaft, das ist die Wissenschaft und das ist die Politik. Und dann ja, zum Wohle, wie gesagt, unseres Münchens, besonders unserer Region hier. Das ist die Idee. Sehr gut. Ich werde dazu auch ein paar Infos unten dann in den Kommentaren posten, zum Link zu ISANetz zum Beispiel.
Du bist ja der Vice President oder Vizepräsident oder wie auch immer man das nennt vom ISANETZ. Ja. Was ist, oder ich weiß ja, was es ist, das wäre jetzt falsch gesagt, aber das ISANETZ hat ja ein großes Projekt auch einmal im Jahr. Das ist die Webwoche München, die vom ISANETZ gesteuert wird. Wir sehen ja hinten auch ein Logo, glaube ich, irgendwo vom ECO-Verband. Der ECO-Verband unterstützt auch die Webwoche in München. Willst du uns auch ganz kurz was zum Thema Webwoche erzählen, was das genau ist, wer alles mitmachen darf? Sehr gerne. Also mitmachen darf nahezu jeder. Die Idee dazu ist vielleicht die wichtigere. Die Idee ist es, einmal eine Woche lang auf die Agenda der Stadt München das Thema Digitales und Kreatives zu setzen. Und wir laden als Münchner Webwoche eben die Player dieser Stadt ein, innerhalb der Woche ihr Thema, ihren Beitrag zu leisten. In aller Regel sind es Veranstaltungen, die dort dann stattfinden von verschiedensten Anbietern. Wir hatten letztes Jahr mit 50 Partnern rund 80 Veranstaltungen der Woche rund um das Thema Digitales und Kreatives, von Recruitment-Veranstaltungen bis hin zu politischen Veranstaltungen über das Thema Datensicherheit, Veranstaltungen von der IHK München, die einer unserer strategischen Partner ist, Veranstaltungen mit der Stadt München zusammen im Rathaus, im alten Rathaus mit einem schönen Empfang, bis hin zu Veranstaltungen von Webgirls. Ein breites Spektrum unterschiedlichster Themen, wo sich, ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir um die 4.000 Menschen motiviert, sich mit der Webwoche oder innerhalb der Webwoche zu engagieren, zu Veranstaltungen zu gehen und sich mit den angebotenen Themen auseinanderzusetzen. Und das war ein sehr guter Erfolg und motiviert uns, jetzt an der Webwoche 2016 intensiv zu arbeiten, die wir jetzt gerade vorbereiten. Wir werden dieses Jahr nicht im Sommer sein, wie noch 2015, sondern im Herbst vom 3. bis zum 11. November zu agieren. Der Hintergrund ist schlicht, wir haben uns nicht getraut, im Juni gegen die Euro anstinken zu wollen und haben deswegen gesagt, okay, wir lassen den Fußball den Vortritt und verziehen uns in den November und haben aber da doch einen ganz guten Termin, denke ich, gefunden. Und wie gesagt, sind gerade aktuell in der Vorbereitung. Wer also auch immer sich selbst oder sein Unternehmen im Rahmen der Webwoche präsentieren will, sollte mit uns reden. Gerne mit mir, gerne auch mit dir. Weißt ja auch gut Bescheid über die Webwoche als Partner ECO. Und ja, ich denke, wir werden dieses Jahr wieder eine großartige 5. Münchner Webwoche auf die Reihe bringen. Ja, ich bin davon 100% überzeugt. Ich habe letztes Jahr auch ein bisschen miterlebt davon und hochspannend. 80 Veranstaltungen, hast du gesagt, knapp 80 Veranstaltungen, das ist ja sowieso schon irre. Also da freue ich mich ganz toll auf den Herbst und wir hoffen, dass wir noch ein paar Veranstaltungen dazu liefern können als ECO-Verband. ISANETZ Webwoche wird auch unterstützt von der IHK, soviel ich weiß, ne? Die Korrekt. IHK Bayern. Unser strategischer Partner zusammen mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München und eben dem ECO-Verband. Das sind unsere 3 strategischen Partner, wo wir aber jetzt gerade letzte Woche mit der Metropolregion München vereinbart haben, dass wir auch dort eine strategische Partnerschaft insofern etablieren, als wir das Thema Metropolregion von unserer Seite aus stärker in den Fokus nehmen und wiederum auch die Metropolregion von ihrer Seite aus dafür sorgt, dass vielleicht nicht nur Veranstaltungen in München stattfinden, sondern eben auch in der gesamten Region, um eben unsere gesamte Heimat zu stärken. Und München hört ja nicht in Bad Trudering auf und wenn Leute, die aus Haar kommen, wissen ja, wie nahe die Stadt ist und wie eng verwoben wir hier in letztendlich Oberbayern, also in der Metropolregion sind. Also für macht das Sinn. Also haben wir dann eine 4. strategische Partnerschaft und das finde ich sehr gut. Absolut, super. So wie ich das auch sehe, du bist ja ein Tausendsasser, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber du bist ein Münchner Urkind? Ja, das kann man so sagen. Hier geboren, aufgewachsen, ja. Also einer der wenigen gebürtigen Bayern sozusagen. Das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Du bist auch Kulturagent. Ist das richtig ausgedrückt? Ja, ich habe das mich selbst so genannt, weil ich ja für meine Tätigkeit eine
irgendeine Funktionsbezeichnung gerne haben wollte. Was mache ich denn eigentlich, wenn man mich fragt? Und der Hintergrund ist ich habe in den 80er Jahren bei der BMW AG mal meine berufliche, wenn man so sagen will, Karriere begonnen als Projektleiter Sponsoring. Habe damals viel in dem Bereich gelernt, habe meine Diplomarbeit über Sponsoring geschrieben, habe das Feld allerdings über fast 20 Jahre verlassen gehabt und bin durch die Politik und durch die Tätigkeit in verschiedenen Vereinen mehr durch Zufall gebeten worden, die Vermarktung für den Corso Leopold zu übernehmen, was ich dann 2013 auch begonnen habe. Und aus diesem Geschäftsfeld hat sich das dann entwickelt, dass zu dem Corso Leopold eben dann noch der Kulturstrand in München dazu kam, das wunderbare Projekt Play Me, I'm Yours hinzukam, letztendlich auch der Kontakt zur Münchner Webwoche hinzukam. Und in all diesen Feldern sind großartige Projekte, die aber alle auch natürlich über Promotions, über Sponsoren, über Partnerschaften finanziert sein wollen. Bei allem ehrenamtlichen Engagement funktionieren solche Projekte dann doch auch nur mit ein bisschen Professionalität dahinter. Und um dem Ganzen einen Namen zu geben, habe ich gesagt, gut, da bin ich so eine Art Agent. Ich bin ja derjenige, der sozusagen diese Projekte vermarktet und das sind kulturelle Projekte, also ist es der Kulturagent an der Stelle. So kam diese Bezeichnung zustande. Sponsoring ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was natürlich dir auch am Herzen liegt. Ja. Wenn jetzt irgendeiner zuschaut hier und sagt, Mensch, ja, München, da will ich noch ein bisschen mehr Gas geben, der darf sich dann einfach an dich wenden. Selbstverständlich, sehr, sehr gerne. Und der Aspekt dabei ist auch, viele verwechseln ja Sponsoring oft mal mit Geld einsammeln oder betteln gehen. Ich verstehe diese Agenturtätigkeit eher darin, Interessen zusammenzubringen. Und alle diese genannten Projekte haben verschiedene Optionen für den einen oder anderen Player an der Stelle. Er kann etwas rausholen aus dem Projekt. Und Sponsoring ist Geben und Nehmen. Sponsoring ist eben nicht Mäzenatentum, also man schenkt jemandem Geld, sondern es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Und worum es geht, ist am Ende des Tages Konzepte zu entwickeln, die letztendlich ein Win-Win herstellen. Das Win in aller Regel ist für den Gesponserten natürlich die Möglichkeit, beispielsweise mehr Kulturbetrieb zu machen, mehr Programme anzubieten, die Veranstaltung professioneller, schöner, besser zu machen und für den Sponsor in aller Regel seine Marke entsprechend zu präsentieren, neue Kontakte zu schließen oder manchmal auch ganz schnöde vielleicht sogar seine neue Kunden zu gewinnen. Und das zusammenzubringen, die Interessen auszuloten, Konzepte zu entwickeln, die Win-Win bedeuten, das ist, so verstehe ich meinen Job. Und das macht sehr, sehr viel Freude, weil man dafür auch die mittlerweile fast 30-jährige Berufserfahrung mit einbringen kann aus verschiedensten Feldern des Marketing. Und das macht wirklich Freude. Da bin ich mit Leib und Seele dabei. Das spürt man sogar übers Internet hindurch. Also ganz toll. Meine nächste Frage geht eigentlich eher wieder in die Richtung Kontakte. Du lebst Kontakte, du bist Kontakte, also dementsprechend darf ich dich vielleicht fragen als Profi. Was ist wichtig im Networking und hast du vielleicht ein Rezept für uns? Vielleicht sogar mehrere oder vielleicht sind es eher Rezeptbausteine oder Zutaten, die mehr oder weniger erfolgreiches Networking bedeuten. Für mich war es der erste Schritt, erstmal Netzwerk und Networking als aktiven Posten, als Asset zu begreifen und auch zu sagen, okay, ich pflege das ganz bewusst. Es ist auch bewusst zu tun und mich dazu zu bekennen. Ich habe mal vor vielen Jahren, und es war, ich weiß gar nicht was, irgendein Test, wie wertvoll ist Ihr Netzwerk? Und da musste man ein paar Eingaben machen und da kam dann irgendeine Zahl raus. Und dann stand da drin, keine Ahnung, Ihr Netzwerk ist 1,8 Millionen Euro wert. Und da habe ich gedacht, das ist ja blöd, weil wieso habe ich dann nur 1,80 Euro auf dem Konto, wenn mein Netzwerk 1,8 Millionen Euro wert ist? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich fand das sehr bemerkenswert und habe dann tatsächlich angefangen, das Netzwerk auch bewusst auszubauen und habe mir Tools zugelegt, die mir da durchaus helfen.
Also auf der einen Seite eine leistungsfähige Software, ganz banale Software, also das, was man neudeutsch als CRM, Customer Relationship Management betrachtet, mir zuzulegen. Ich pflege mein Profil in Xing halbwegs ordentlich. Ich habe bediene mich der Facebook, ich bediene mich LinkedIn, also ich bediene mich vieler dieser Tools, die man nutzen kann, um eben Kontakte aufrechtzuerhalten. Weil ja, letztendlich ist es das persönliche Telefonbuch und jemanden direkt einfach mal angehen zu können, da oftmals das Entscheidende und auch das Wissen, was man mit demjenigen schon gemacht hat. Und ich weiß nicht, vielleicht sind viele klüger als ich oder besser als ich. Ich kann mir über Jahre nicht immer unbedingt merken, wie ich wann welche Mail geschrieben habe. Aber mein System hält halt jetzt auch Mails fest, es hält Telefonate fest, es hält Nachrichten fest. Und es hilft mir, diese Kontakte zu strukturieren, zu sortieren und im Zweifelsfall nachschauen zu können, wen ich jetzt denn mal wegen einer bestimmten Sache anrufen könnte, wer mir möglicherweise weiterhilft. Und der andere Baustein ist, es ist immer auch ein Geben und ein Nehmen. Und ich denke, es ist immer hilfreich, wenn man auch den Bitten der anderen über aufgeschlossen ist, ohne gleich immer einen Euro dafür haben zu wollen, wenn jemand anders Unterstützung braucht in seinem Netzwerk und zu sagen, pass auf, kannst du mir mal helfen, ich suche jemand das und das oder ich bräuchte das und das, ich kann das und das und dann versuchen, das Kontakte wiederum auch herzustellen für andere. Das zahlt sich in aller Regel aus. Und das ist so mal glaube ich mal, die Kernrezepte, die da tauglich sind. Wow, danke. Waren viele Tipps oder wichtige Tipps, sagen wir es lieber so. Was das Thema mich auch gleich bringt zum Networking. Wenn wir dich live erleben wollen beim Networking, da haben wir die Chance, Gott sei Dank, auf der Nacht der Netze, die du auch besuchen wirst am 25. April. Also wer mit dir dort in Kontakt treten will, braucht bloß noch umschauen. Dort, wo die meisten Menschen sich mit jemandem unterhalten, da wirst du sein. Vielen Dank. Ich glaube, die werden eher bei dir sein, aber vielleicht unterhält sich auch jemand mit mir. Ich hoffe drauf. Da bin ich mir sicher. Hast du noch irgendein Anliegen, das du unbedingt unseren Zuschauern erzählen willst? Naja, du hast gerade schon gesagt, die Nacht der Netze finde ich eine schöne Veranstaltung, die du dort ins Leben gerufen hast und auch treibst und promotest. Leute, geht dahin, das wird bestimmt ein cooler Abend. Ein Anliegen, ein kleiner Werbeblock für hier ISA-Netz, kann man so einigermaßen sehen? Ja, so ist es gut. Ja. ISA-Netz, macht mit. Wenn ihr euch als Münchner und als Player der digitalen und kreativen Szene Münchens, besonders des Großraum Münchens, der Metropolregion München seht, dann werdet Mitglied, interessiert euch dafür. Unter isarnetz.de findet ihr entsprechende Informationen, werden jetzt auch täglich abgedatet. Sobald der Verein auch offiziell ist, kann man das auch dann so nennen. Bis jetzt machen wir es noch so, jeder, der jetzt Mitglied wird, kann auch für alle Zeiten Gründungsmitglied sich nennen, solange die Bescheinigung des Finanzamts noch nicht da ist. Schaut auf das ISA-Netz, was wir machen. Beschäftigt euch mit der Münchner Webwoche. Die wird vom 3. bis 11. November 2016 stattfinden. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sagt, hab Spaß dran, möchte gerne dabei sein, möchte was dazu beitragen, dass unser Standort hier ja, bekannter, sexier, attraktiver wird und bleibt und es auch draußen erzählt wird. Ja, und last but not least, die politische Botschaft, wählt FDP, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Super, also das finde ich ein extrem gutes Schlusswort. Freue mich ganz herzlich, dass du hier mitgemacht hast. Ich werde alles gerne auch in den Kommentaren nochmal verlinken. Das ISA-Netz, die FDP, den Mittelstand, den Kulturstrand und natürlich den Andi Keck. Und den Corso Leopold und Play Me I'm Yours. Das ist mein Lieblingsprojekt, weil es so Klaviere in den öffentlichen Raum stellen und Menschen zu sehen, die einfach sich spontan hinsetzen, Musik machen. Das Ganze ohne jeden letztendlich kommerziellen Hintergrund ist einfach eine ganz, ganz wundervolle Sache. Kann ich auch nur sehr ans Herz legen. Im Herbst werden wir wieder Klaviere draußen auf den Plätzen stehen haben. Bunt gestaltet, zusammen mit dem Handwerk, tolle Sache. Sehr cool, habe ich nämlich auch schon ein paar letztes Jahr schon gesehen. Leider sind meine spielerischen Geschicke relativ gering. Aber macht Spaß. Ich habe auch ein bisschen geklimpert, aber danach war die Bude leer hier. Ja,
Hallen leer spielen können wir schnell, glaube ich. Ja, aber wir spielen jetzt die Hallen voll. 25. April im P1, die Nacht der Netze, Sounds over IP mit Andreas Keck und vielen, vielen weiteren. Freue mich natürlich drauf. Und ich freue mich, dass wir beide uns dann auch bald wieder live sehen. Ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Gesagt ist, wenn du was zum Sagen hast, schaust zu. Ja, gesagt ist. Servus. Servus nochmal. Ganz herzlichen Dank.